Heute mal zurück mit Two Bambies. Mit unserem lieben Chucky. Aber das ist neuerdings neuer Tiffany. So, heute schauen wir natürlich über den Chucky. Right. Hauptsächlich über seine Filme allgemein. Ja, wir stellen uns gegenseitig Fragen an den Sinn von der Sache ist, dass wir ihr überzeugen, Chucky zu gucken. Yes. Dafür. Let's go. Wie ein Chucky-Filmer sind besser? Die alt oder die neu? Ich persönlich finde die Art Chucky-Filme besser, weil die mit gruselig sind. In dem Sinn. Also, da ist auch ein bisschen Comedy dran, aber nicht so viel wie bei den neuen. Okay. Geht immer ein Happy End? Also, am Anfang nicht. Was ich mich erinnern kann, sind aus zweimal sicher kein Happy End. Ich will auch nicht zu viel spoilern, aber wenn ihr euch mehr auf so Filme fragt, wo immer ein Happy End ist, dann ja, da wisst ihr auch direkt Bescheid, dass es nicht immer ein Happy End ist, obwohl ich freue mich auch überhaupt ein Happy End in den Filmen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Also auf jeden Fall von all denen sind aber ein paar dabei, die, weil wie gesagt, das nicht nur Chucky 1, 2, 3, aber eben die alte-Versionen und dann die neue. Und also sowieso so in der Schluss also nicht an dem Sinn so wirklich mega schlecht oder mega, dass du auf einmal kreischen oder so. Das ist einfach so ein bisschen mehr witzig und den dreckigen an. Next one. War das die beste Szene überhaupt? Für mich ist die beste Szene auch immer da, wo Tiff nach im Mensch ist. Das ist eben so mit seinem Lover da am Bett. Und ich sage so zu seinem Lover, ja, was willst du mit so einem Puppe machen? Und ich sage, dreht sich Chucky immer. Bon, ich bleibe mich das an, ne? Okay. Ich beziehe mir ja gerne, weil erstens, du erwartest das gar nicht. Und keine Ahnung, das ist am Anfang Chucky so ein Horrorfilm. Und ich sage den ich mega witzig von ja. Ist der Film realistisch? Also, realistisch. Ich gebe mal so Filme mit Geister oder so Dämonen kommen für mich mehr realistisch rüber wie eben so ein Pop. Aber ich fand, wenn ich zum Beispiel wirklich dran ist, wenn ich zum Beispiel Chucky 1, 2, 3 gucke, ob es alt ist oder die neue eben, kannst du dich aber irgendwann drauf versetzen. Und da fängst du wirklich dir so Sachen so vorzustellen, dass du schon viel weh oder wo man einen Popeye hatten. Aber einfach, das ist ja ein Geist im Grunde. Ja. Ja, also wie gesagt, verschiedene Leute, die noch nie den richtigen Chucky gesehen haben, von Anfang an, die meinen immer, es geht einfach um einen Pop, die Leute umbringt. Wir haben vorhin geht eine Geschichte drin und es geht einfach um einen Mörder, ich will kurz fassen, den an dem Chucky sein Körper, eben an die Pop, sein Körper gelangt, für eben weiterzuleben, für das sein Geist weiterlebt. Dann stirbt Person, also der Mörder, und da lebt dann am Chucky weiter. Und das ist am Anfang so gesehen, aber okay. Zum Beispiel bei Annabelle bringt ihr nicht direkt so in irgendwie den Chucky hat die Leute mit einem Messer rennen, ne? Aber dafür ist es ein bisschen mehr unrealistisch. Weil der Chucky auch so ganz dreckig ist, speziell schwarz, ne? Okay, an dem Sinn ist es unrealistisch. Und es soll aber auch ein bisschen Comedy sein. Dafür ist es aber cool. Aber für ob die Frau wirklich zu antworten, ja, realistisch ist dann nicht. Aber wenn den Film so haben wir guckt, 1, 2, 3 und dann die neue, dann ist es aber irgendwann ein bisschen realistisch so schon mal. Du kriegst schon an. Wen ist dein Lieblingscharakter am Film? Mein Lieblingscharakter bei Chucky ist der Glenn oder wie Tiff Pop immer nennt, Glenda. Weil das ist ja der Kant von ihr hin, so gesagt. Bon, für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, sie streiten sich immer, ob der Junge ist oder Mädchen, bla bla bla. Ich weiß nicht, zu viel verraten.
Ich fand ihn so, oder hat so süß, also ich meine, also den Hähnen, ich fand ihn so süß. Ihr wollt nicht beiß sein, aber das lag einfach schon an seiner Blutlinie. Den Chucky forciert die beide so auch beiß zu sehen. Aber ich fand den so süß. So, ich beantworte auch noch die Frage, weil, ja, ich fand den Glenn auch wie ihn so mega süß. Aber was mich am meisten, also wie so, die Charakter ist wirklich so, boah, den ist wirklich mega, das ist Tiffany, weil erstens mal hat das als Mensch ein mega krasser Schauspieler, ich fand das einfach so cool, die andere weiß, wie er ist. Und nur als Pop einfach, weil hat das dann die eine Pop, die so mega unschuldig, also wie hat sich da immer so entwickelt, wie hat sich Neil da filmt und ja, war eben so immer so Art. Ich fand eben als Schauspielerin immer mega cool von und nur als Pop. Das ist wirklich so, war wirklich an der Pop dran, in dem Sinn. Und zwar seine Stimme, die Art, wie er geschwart hat, sein Schauspieler. Und dafür hat eben mein Favorit gewirkt. Und boah, ich fand alle gut, ich fand wirklich immens cool. Aber Tiffany ist wirklich so da, wo ich so, ja, hat das definitiv top. Hier war, soll in den Film gucken, also respektiv alle die Filme von ihnen. Ich will halt auch keinen zwingen, die Filme zu gucken. Ne? Doch. Oder doch. Am Anfang, ich fand zum Muss für die Leute, die so Horrorfans sind, ist einfach so ein Must. Weil Chucky ist einfach eine Legende. Und ja, eben die alten Filme, das auch wie Ihnen schon gesagt wird, diese Filme scary und creepy und I don't know. Und ja, die alten, also die neuen, die sind einfach so wie Comedy, auch horrormäßig, oder feiern sie schon nicht viel. Aber das einfach, die neuen sind witzig, das ist cool für so mit Kollegen zu gucken oder wie auch immer. Ja, wie soll ich sagen, das ist Film, wie soll ich das erklären? Es geht eben so, die Filme, du hast Tiffany nicht dabei, das ist schon mal ein Hauptpunkt. Und ja, hat kommt eben mich spät. Und das sind einfach die neuen, so gesehen. Und ja, dafür soll ich wohl. Den Chucky ist einfach mega groß an den allen, weil er erstens wohl allein ist und dafür ist das nicht so die Familie, die wie du existiert. Und das ist wirklich so die eine Pop, wo jeder fährt, die schwatzen kann, die ohne Batterie schwatzen kann und da ist schon so und ja, es gibt auch Leute, die wirklich eine Phobie von Poppen. Okay, da guckt der Film lieber nicht. Aber sonst guckt ich den Rogen. Aber für die neuen Filme ist einfach so, das war so die Filme gerne hat, eine Kombination von eben Horror und Comedy ist wirklich top, auch weil Tiffany dann da ist und dann Glenda. Ja, und neuerdings gibt es auch in neuen. Und es ist einfach so ein Film, wo ich so das ist ein Must, also für, plus für Horror-Freaks, definitiv. Auf wie viele Jahre soll den Film gucken? Die alten Filme. Ich weiß nicht, wenn eine Person wirklich ein Horrorfreak aus mit 14, du hast den auch mega frei geguckt, ne? Ja, ich am Anfang habe ich so nicht gucken. Die Filme sind mir ab 16, ne? So gesagt. Boah. Ich will auch dafür 16. Also ich fand es nicht so schlimm, weil ich sogar mir frei guckt, weil das so nicht heute so schlimm ist. Ich habe die auch frei geguckt. Die A-Filme gebe ich wirklich nicht für inner 16 empfehlen. Aber die neue. Wenn du wirklich ein Horrorfreak bist, dann kannst du auch echt gucken. Aber die A vielleicht nicht. Das kannst du auch ein bisschen schlafen. Wie stellst du dir den neuen Film von Chucky vor? Ich kann da den Trailer gucken. Bon, wie gesagt, ich habe schon alle gesehen. Ja, also den neuesten, das war eben mit einem Mädchen in einem Rollstuhl und das Ganze war ja aber irgendwie. Und es war aber wirklich nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Und sie haben noch die ganze Geschichte wie detailliert erklärt. Schlecht. Aber ja, natürlich habe ich mich gefreut für den neuen Film, der rauskommen soll, am Oktober manchmal studieren. Mit froh wie wollen Sie das wirklich stoppen in dem Sinn? Erstens mal, was mir schon nicht gefällt, vom Trailer hier, den Chucky aus guter Ideen, den hier war. Auch nicht eben, ich weiß nicht, von seinem Gesicht, was voll gebitzt oder so.
Tag aber wie ich war nach mir ich hatte davon dass er früher einfach ganz anders ausgesehen wird irgendwie süß also am neuen Gesetz auch süß aus aber ich fand ganz anders und das ist irgendwie traurig dass sie aber Pop irgendwie so ein bisschen geändert wird im Laufe der Jahren und wie ich mal die vorstellen dass sie beschwert zu suchen entweder gibt wirklich schon eine richtig gute neue Version wie zum Beispiel It also It war wirklich so ein Film so kurz Werbung dafür es war ein krasser Remake natürlich es gibt noch andere Meldungen mehr am Mengen an oh shit den anderen was du wirklich ja, wenn er so abstützt, dann ist mal so okay. Ich werde dass es aber ziemlich schlecht geht am Vergleich zu den wirklich So, liebe Leute, wir hoffen, dir gefallen. Right. Wir hoffen, wir konnten euch überzeugt, für die Filme dann zu gucken. Also, falls ihr just geguckt habt, dass ihr alle gut guckt. Also, schreibt in die Kommentare, weil wir euch überzeugt. Aber nicht. Schreibt sie was nicht. Ja, und wenn ihr den Film geguckt habt, ob das alle gut gesehen habt oder nicht, schreibt ruhig eure Meinung dazu, ob ihr voll aus der Meinung seid oder einfach wirklich gut in einer Meinung seid und einfach fandet, der Film ist nicht gut oder was auch immer. Ja, dann teilt das gerne, wir sind offen für alle Kritik und für alle Meinungen. Vergiss nicht zu liken und zu abonnieren. Wir lassen euch heute. Bye bye!